Und ja, ich habe auch immer gesagt, ich werde sicher nicht auf einen Bauernhof gehen, weil meine Freundinnen, die haben immer ins Schwimmbad fahren können und ich habe immer nur daheim helfen müssen. Ja, für mich hat es als Junge nie einen Kompromiss gegeben, ich wollte immer Bauer werden. Und ja, ich bin, glaube ich, mit 14 habe ich schon allein einen Stall gemacht. Ja, meine Mama hat das auch sehr gelebt und geliebt eigentlich. Und da waren halt auch die Gäste noch sehr offen, ganz viel am Hof. Da ist oft noch zusammengeguckt worden und eine Gaudi gewesen. Also wir haben ziemlich schwierige oder ziemlich arbeitsintensive Jahre hinter uns. Die Christine ist im Mai geboren und am 15. Mai und am 28. Mai 97 haben wir nachher die Alm offiziell eröffnet. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man dann eben ein bisschen stört und die Kinder immer mit raufschleppt und so. Aber es hat auch nie irgendwas von den Kindern gesagt, dass sie irgendwas vermisst hätten. Wir haben nachher uns schon bewusst immer Zeit genommen für sie. Genau, und eigentlich, glaube ich, haben sie es genossen. Ja. Wir haben im Sommer natürlich den riesen Vorteil, dass wir einfach weg sind von der Straße. Wir stehen da dann allein herum. Es ist ein Paradies für Kinder, die Eltern glauben oft, sie müssen einen Ausflug machen. Die Kinder wollen eigentlich nur da dann bleiben. Bio, da ich sagen, ist auch, das merkt man auch sehr oft, dass Gäste dir selber das Leben auch noch an diese Bauernhöfe suchen, genau, auch genießen, wenn sie einer aus dem Garten ein paar Kräuter holen können zum Kochen, ein paar Beeren pflücken können, genau. Fällt einer schon und das kennen die ja nicht und sie sind teilweise echt weltfremd. Ja. Das ist für uns oft auch sehr erstaunlich, dass man da gar nicht das Wissen hat, ja, was für uns so selbstverständlich ist. Gell. Und es ist schön, wenn man einer das mitgehen kann, wenn sie beim Heim helfen können und einmal Traktor fahren und so. Und was halt natürlich schon auch sehr oft sagen, ja, ihr arbeitet ja den ganzen Tag. Ja, dieses Bewusstsein, was da auch kriegen, wie viel Freizeit das sie vielleicht haben und was echt heißt, eine Landwirtschaft zu betreiben, was da dahinter steht.